Moin und herzlich willkommen zur Plattfunk, der Podcast auf Hoch und auf Plattdeutsch. Mein Name ist Thorsten Börnsen. Und ich bin Nikos Saul. Ja, und zusammen muck wie Plattfunk. Und Dütmol schall dat goen erstmal Mittelniederdeutsch. Genau, und wir machen so einen kleinen Überblick, Mittelniederdeutsch. Was ist das eigentlich? Was ist das historisch? Und wir haben ja auch schon neulich über Missingsch geredet, also eigentlich über die Epoche des Plattdeutschen, die nach dem Mittelniederdeutschen kam. Und jetzt geht es eben um, man kann sagen, vielleicht die Hochzeit des Niederdeutschen oder in gewissem Sinne zumindest. Ja, genau. Also in gewissem Sinne der Hochdeutsch, der Hochtit von Niederdeutsche. So ewig lang hätte das nicht dauert, von 1300 bis 1500. Allerdings in dieser Zeit ist ordentlich was zu Gang gekommen. Platt hätte sozusagen Bein kriegen, Föt kriegen, also mit Heringe und Sold, mit Bär, ist das Plattdeutsche um die Welt gekommen, also hauptsächlich um die Ostsee an, reiner Welt, um das mal präziser zu machen. Also die Hochtit Mittelniederdeutsch im Grunde in der selbigen Tit als auch der Hansebund eher Hochtit oder Sien Hochtit. Also von ungefähr 1300 bis 1500. Das ist der hohe Tit und das läuft ziemlich parallel und in Söbige haben eben Mittelniederdeutsch sie grötzte Utbreden, sie dem meisten Wör, der plötzlich auch ans auf Plattdeutsch ging. Hätten gewaltige geografische Utbreden kriegen und ist im Grunde so was als Business-Platt geworden, nämlich so Lingua Franca, der Wirtschaftssprach von den Hansebund. Und um das vielleicht mal so ein bisschen aufzustecken, über was für ein Utmod man durch so schnacken da kann man ganz gut mit den 4 Hansekontoren, butenländische Hansekontoren, der da gegeben hat, also die markiert sozusagen Eckpieler von das Gebiet, wo der Hanse Koblü unterwegs sind und das ist im Westen Brücke West, der Kontur in Brücke, also in hütige Belgien. In Südwesten, in Nordwesten ist das der Stolhof in London West, also so, da haben sie eine Handelsniederlassung hat. Und dann rutschen wir nach Osten hin und Temi wie nach Osten, da hat wie Novgorod in Südosten, wo der Hansekoop blüht, in den Peterhof Hahn, also so auch ein Hansekontor, in Süden und in Norden wir das Bergen. Der Kontur im Bergen. Und wenn man sich das mal vorstellt, also so ein Viereck, so ein Trapez ist das ja mehr, von Brücke und London, Bergen und Novgorod, dann hätte man wirklich ein gewaltige Rebate, also sonderlich, wenn man sich die Verkehrswege in Mittelöller ankicken da, wo der Hanse sich gut breit hätte. Und kannst du noch mal vielleicht ganz kurz noch mal sagen, wann das mit der Hanse so angefangen hat alles? Also wie das eigentlich dazu zustande kam, dass es diesen Zusammenschluss von Kaufleuten gab? Ja, also losgegangen ist das im Grunde in hohe Mittelöller Ort. Hanse hate im Grunde so was als Schar, also so ein Trupp, der unterwegs ist. Das hate gar nicht unbedingt von Anfang an sind das Städte, sondern im Grunde wird der Hanse zuerst ein Verbund von Koplü, die unterwegs sind, in gewisse Rebeten. Und dann fing das Pet wie Pet an, erstmal über bilaterale Verträge zwischen Städte, enge Wirtschaftsverbinde, zwischen enkelte Städte, die dann aber letztendlich immer mehr wurden sind und dann sich so und dann ziemlich rasant als Netzwerk sich gut breit hat über ja, im Prinzip ganz Nordeuropa kann man sagen, also so über den nördlichen Teil von Europa inklusive Skandinavien. Das Hart von der Hanse oder eben so ein bisschen poetischer udrückt, die Königin von der Hanse wäre Lübeck. Das wäre eine relativ junge Stadt, die wir jetzt erst von Heinrich den Löwen im 12. Jahrhundert überhaupt erst gegründet worden und hat einen sagenhaften Abstieg gemacht. Also so einen gewaltigen Abstieg bis hin, da das eben in Mittelöller die zweitgrößte Stadt von Deutschland wäre. Also so, da gibt es dann noch Köln, da wird größer wäre, aber dann käme Lübeck schon achteran mit so ungefähr in der Hochphase 25.000 Einwohner.
lädt im Moment nicht so dann irgendwas von der Feldhaut, aber für mittelalterliche Verhältnisse wäre das schon ein richtig dickes Ding. Und Lübeck hat so eine Scharnierfunktion. Das liegt nämlich genau in der Mitte zwischen den westlichen Flügel mit noch Antwerpen und Brücke, ob der eng kann, und natürlich noch England und noch Osten mit noch Russland. Und da wäre das hat das so ein Scharnier, so eine Brückenfunktion zwischen Ost und West und West und Ost. Und was ich ganz interessant fand, war, dass Lübeck ja, also wie du gesagt hast, einfach eine relativ späte Gründung war. Und ich habe gefunden, dass in Lübeck sich auch gar nicht so wenig Leute aus Westfalen zum Beispiel angesiedelt haben. Also eher so auch, ja, einfach eine auch sehr unterschiedliche, sprachlich auch recht unterschiedliche Stadtbevölkerung es gab. Das fand ich auch ganz interessant, gerade vor so einem Hinblick auf ähm, ja, auf die Lübecker Stadtsprache eigentlich, dass das da ja so auch schon Ausgleichsfunktionen also dass es auch so einen sprachlichen Ausgleich innerhalb der Stadt selber schon gegeben hat. Ja, genau, und du schreibst die der Spruchwissenschaftler durch. Natürlich. Und man kann das irgendwie wegdrücken. Genau, so wird das eben auch, das hat eben die Verbindung, dass Lübeck, das Lübsche Plattdeutsch, der Regionaldialekt, der durchschnackt worden ist, letztendlich eben auch zur Business platt worden ist. Ne? Also so, das Tüchte zu Hasig, aber gut zu bringen, das hat immer mit der Schwächerwahn von Regionalfürstendom zu tun, also dort, wo die Fürsten nicht richtig Fort unter der Föld haben, also wo sie eigentlich nicht viel zu melden haben, da wurden die Städte eben mächtig. So. Und das hätte Lübeck für sich gut nutzt in der Zeit und hätten ziemlich mächtige politische System obhut. Und zwar eben in Verbindung und in Kontrakten mit anderen Städten. Das sind die politischen Voraussetzungen, die dazu geführt haben, dass der Hanse eben so ein riesen Erfolgsstory geworden sind. Ob der ehen kann. Und die Sprachlichen sind das, was du sagst. Also so, dass man, dass Lüd, Jan und alle Mann und Lübeck strömt sind, weil du gibst das was zu holen. Du kannst was wahren, du kannst Karriere machen, wenn du Glück hast, ist ja auch so ein bisschen Gold Rush, was du loswärst ist. Ne? Also so, dass man denkt, so mit Emo kommen massenhaft Pelze ut Russland, Fisch kommt ut Skandinavien, du kannst richtig Geld verdienen. Also so, das wären auch nicht wenig Hallodris, die dazwischen wären. Und der denkt so, du holen wir uns jetzt, wie seht, was wir kriegen können. Also so ist schon so ein bisschen so ein Gold Rush Feeling, gut, durch Broken durch, Mankte Lüd. Die sind dann Arne Lübeck hin. Und das hat natürlich genau die Voraussetzung, die du sagst, dass das so ein Utligsspruch wäre, wo möglichst viele Dialekten zusammenkommen, also Melting Pot mäßig, und das hätte dann dafür gesorgt, dass das ein gute Voraussetzung für einen gemeinsamen Spruch ist, der überall in der Hanse zumindest schreiben worden ist. Mhm. Genau, ich glaube, das ist nochmal auch ein wichtiger Punkt, also man hat ja natürlich diese Sprache einfach nur in schriftlicher Form überhaupt irgendwie greifbar. Und dass man ja einfach wenig darüber weiß, wie die Leute tatsächlich gesprochen haben, aber dass es schon eben in späterer, also ebenso im, ja, 14. oder so gerade im 15. Jahrhundert einfach eine Schriftsprache gibt, die schon eher so einheitliche Tendenzen aufweist. Und das hat man eben ja vorher eher noch nicht. Also so um 1300 wird das eher noch so, dass man noch so ein bisschen mehr auch dialektale Unterschiede tatsächlich erkennen kann, auch als später. Ja, genau. Also so, dass man sich zu sagen, dass das so Pet wie Pet manifestiert sich, das war das irgendwie Bild, sich das ruht, dass sich ein Spruch geschrieben war. Da hacken jetzt deswegen auch so viel ob rum, wie das letztendlich für Plattdeutsche hier wichtig geworden ist, dass man nämlich meist so so wie wäre, dass man durch einen Standardspruch zusammen hat. Also so, dass sich durch einen Standardspruch entwickelt hat. Und das ist ja genau das, also wenn das passiert wäre, wenn wie ein Standardspruch, wie ein plattdeutscher Standardspruch, an dem man sich egal von Brunswick bis Flensburg anholen hat oder sich an orientiert hat, dann wird der Spruch entwickeln in Deutschland wahrscheinlich ein andere Form. Also dann haben wir tatsächlich zwei komplett entwickelte, utprägte Standardsprochen hat.
Also wenn das so wie kommen wäre, deswegen ist das für Plattdeutsch so wichtig, dass so knapp dafür wäre und liegt es dann doch daneben. Langt hätte, also es hätte einfach direkt dafür und dann hätte sich das auch daran dann wäre absplittert in die unterschiedlichen Dialekte und dann wird für Bi mit der Standardspruch. Aber für diese kurze Zeit, für diese 200 Jahre, haben wie so was ähnliches als ein plattische Standardspruch oder wären zumindest dicht ob die Fersen, ob sie weg dahin. Mhm. Ja, also und beim Hochdeutschen war das ja genauso in der Zeit, dass man, wenn man Tendenzen zu so einer Einheitssprache hat, dann ja auch vor allem in Schriftform. Und ansonsten war das Hochdeutsche ja auch sehr dialektal gegliedert und eben auch nicht einheitlich. Ähm, ja, was vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt ist, kannst du noch was dazu sagen, wie stark der Einfluss ja, des Niederdeutschen, des Mittelniederdeutschen auch auf andere Sprachen war? Also weil wenn man irgendwie so eine ja, wirtschaftlich mächtige Vereinigung hat, die auch eben, also mit der auch eben Leute aus anderen Ländern korrespondieren, ist es ja, kann man sich ja eigentlich ganz gut vorstellen, dass da auch sprachlich einfach gewisse Austausche vonstatten gehen. Also vielleicht kann man erstmal sagen, was das nicht ist. Ne? Also so Plattdeutsch wäre kein Spruch oder nur sehr begrenzten Spruch zu beten und kluge Bürger hinzuschreiben. Das wäre nicht das Mhm. Bedürfnis von den Leuten Norden. Irgendwie ist das ja auch ganz lustig. Also man hat irgendwie, das ging darum, Geschäfte zu mucken. Da wäre wichtig, Kontrakte mit den Schriften waren, also bilaterale Kontrakte. Kannst du dir vorstellen, wenn du 80 Städte in so einem Hansebund hast, also das sind permanent gehen da immer irgendwelche Briefe hin und her. Der hat ein Hansedach hat in Jahr und anders müssen sie miteinander schriftlich kommunizieren. Ne? Also so, da gingen nicht anders, also über Boten eben so das System. Mit einer Wörmann brugt einen Spruch, die Hand und Fuß hat und der sehr praktisch veranlagt und orientiert wird. Und deswegen hätte man sozusagen den Umgangsspruch genommen. Vorher haben wir Latinsch, das wäre allerdings eher für gelehrte Texte und religiöse. So hätte man aber in Norddeutschland noch länger brucht als in Süddeutschland, denn Hochdeutsch wäre viel früher als der Plattdeutsche auch ein Schriftspruch, also so, dass man das bruchen konnte. Das hat sich in Niederdeutschland, Mittelniederdeutsch viel langsamer entwickelt. Und das Hochdeutsche wäre auch nicht irgend dafür, denn da hätte man so Lyrik entschrieben, ne? Oder irgendwie so Minne und so ein Tüch. Genau, Minnesang. Mille und so ein Mhm. Tüch und da braucht man nun wirklich in Nordisch überhaupt nicht. Also so da haben man, für sowas haben man einfach keine Lust und keine Muße und kein Tiet. Man hier wo Geld verdient und das hat einfach ein ganz anderer, das hat einfach ein ganz anderer Utrichten. Und deswegen hätte sich dann Plattdeutsch durchsetzen als mehr so ein, ja, so ein dröge Kopfmannspruch, ne? Also so die, wo du Heringe entwegen kannst und Goldmünzen und wo das hin und her geht, wo Gesetzestexte in verankert werden. Dafür wird das Utrecht, das ist jetzt ein bisschen verkürzt, hätten natürlich auch poetische Texte auf Plattdeutsch geben, aber im Verhältnis zu Hochdeutsch spielt das keine so große Rolle. Also so. Kanzleispruch nimmt man das auch, denn prägt ist das in der großen Kanzleien von der Hansestädte und ganz besonders eben in Lübeck. Also so, das hätte Spruch formt. Die Bürokraten sozusagen, die stehen da an der Weg von Plattdeutsche. Und was du anspielst, ist Spruchkontakte nur an Länder hin oder woanders hätte Plattdeutsch wäre Plattdeutsch inspirierend oder hätte einen Einfluss hat auf andere Länder und das hätte einen Geroden hat, aber meistens auch durch Utwanner bewegen. Also dadurch, dass Lüde und Norddeutschland Mhm. utwandert sind. Und das käme aber, die Lüd folgen sozusagen die Handelsströme. Also so, die sind sozusagen gut wandert, wo das Handelsverbindungen nur hingeben hätte. Also so, das ist oder Verkehrswege, das ist ja ein logische, das ist ja ein logische Volk. Und ganz besonders mit der skandinavischen Sprachen gibt es da einen sehr engen Kontakt und einen sehr engen Utusch. Ich habe nur so ein paar Sachen gut gesagt. Besonders in Schwedisch ist da ganz dicht beieinander. Also da gibt Sprachwissenschaftler, die sagen, der traditionelle, oder was heißt traditionelle, schwedische Wortschatz und den Ohlen hat wie ein Anteil von Plattdeutsch von bis zu 40%.
von Mittelniederdeutsch. Das ist natürlich ein ganzer Bach, ne? Also so. Ich habe das einfach mal, ich habe da mal gut Glück, habe ich da mal so ein bisschen was Rut söcht und ich bin auch fündig worden. Slaktere. Ich schnack das jetzt wahrscheinlich alles verkehrt gut. Ist der Schlachter, ne? Ja. In Skomockere, hast du eine Vorstellung? Schuhmacher. Ja, der Schaummocker, auf Plan natürlich. Ne? In Smee. Smee? Ja, kannst du dir das vorstellen? Nee. Ist ein Schmied. Ist Ah, ein Schmied. ja, klar. Und lustig ist, dass der Schmied, der Smed, hätte auf Schwedisch und auf Plattisch ist der Sme ist die Schmiede. Also sozusagen die Werkstätte, wo das Muck war. Hus ist, glaube ich, recht einfach. Ne? Ja, das. Und Co. habt ihr auch, also Hus und Co. ist Klick. So. Was glaubst du, ist in Büchser? Büchsor? Ja? Ja, also ich habe jetzt als erstes an Büchs gedacht. Ja, genau, das ist ein ein Büchs. Hosenmacher. Ja. Achso, die Hose selber. Nee, okay. also ja. das ganze Ding hält, also so eine Büchser Mokere müsste dann wahrscheinlich hätten, wenn du ein Büchsenmoker hast. Büchser ist ein Büchs. Ist tatsächlich die plattdeutsche Hose und auf Schwedisch eben Büchser. Lustig, ne? Dann habt wie in Eik. In Eik? Ja, in Eik. Sög de Böck, weg de Eik. Wie Gewitter. Also Eiche? Ja, oder? genau. Ja. Eik, also da ist das Wort exakt gleich. Und Ja. wir habt Bog und Böker. Also sowohl das Singular als der Plural ist Klicks. ja. Und das wären tatsächlich bloß so ein paar Stichproben, die ich genommen habe, wo das schon wirklich sehr, sehr dicht beieinander ist. Also du hättest starke Kontakte und großen Einfluss geben. Ja. Was ich noch, ich habe noch gefunden, also ich habe jetzt auch ein bisschen geguckt, was es so in die andere Richtung gegeben hat. Was jetzt zum Beispiel auch aus dem, also häufig war das ja so Fachvokabular, was dann auch so sich ausgetauscht hat. Also ich meine, bei Buch und Eiche ist das jetzt offensichtlich kein irgendwie so spezifisches Handelsvokabular, aber zum Beispiel ist dann ins Mittelniederdeutsche zum Beispiel das Wort Schütting eingewandert aus einer skandinavischen Sprache, ich glaube vielleicht auch aus dem Schwedischen. Was man ja in Bremen heute immer noch hat. Also da ist ja der Schütting immer noch das Versammlungshaus der Kaufleute. Schütting kommt eben aus einer skandinavischen Sprache und bedeutet Versammlungshaus. Also es gab auch Kontakte in die andere Richtung auf jeden Fall. Ja, also insgesamt ein relativ, schon interessante Kapitel und ein sehr viel, also ein sehr, sehr starker Internationalismus eben auch für in Mittelalter. Ne? Also das ist ja dann sozusagen so binnen aus so ein Soufflé in sich Vertusonfullen, als das mit der Hanse dann irgendwie auch für Bibi, also so, oder dann immer weniger wichtig war. Aber in der Hochzeit wird das wirklich schon sehr international ausgerichtete Bund und Versammeln von Städte und ja letztendlich auch Lüte, du Achterstunden. Ja. Ja, und dann gab du wirst was sagen. Nee, ich wollte nur zustimmen. Ja. Also worüber irgendwie so ein bisschen Gedanken habe, ist Plattdeutsch Plattdeutsch ein republikanischer Spruch und ist Hochdeutsch oder und Latinsch, also Latinsch natürlich ein Gelehrten- und der Kartenspruch, aber Hochdeutsch auch so ein Fürstenspruch, das habe ich nie so froh, wie das mit der Fürstenmacht letztendlich das Hochdeutsche den Intoch holen hätte, Wetter. Also das fand ich jetzt irgendwie noch mal ein sehr interessanter Gedanke, ob das irgendwie so eine Verknüpfung gibt von die Idee von Staatswesen, von wo man sie ein Gemeinwesen organisiert, denn also so die Stadtrepublik, und das wären Hamburg, Lübeck und Bremen, Vorbilder ja auch was das Stadtrecht angeht, die sind ja republikanisch, haben ja eine republikanische Konstitution, das ist ja als in Plattdeutsch auch fixiert worden.
Also mit Bursprochen zum Beispiel, mit Gesetzestexten, die festgelegt worden sind, mit Kontrakten mit anderen Städten ist das sozusagen fixiert worden. Mhm. Ja. Ja, habe ich keine Antwort drauf. Also so, ich finde, also mir hätte das sehr gefallen, die Idee, dass Plattdeutsch jetzt mal sozusagen ein republikanischer Spruch wäre. Also so, was natürlich nicht hätte durch jeder was zu melden hat, aber was zumindest so was als überhaupt mal so was als eine Abstimmung und eben keine komplette Fürstenmacht Ja. unterworfen wäre. Mhm. Ja, was ihn ja auf jeden Fall sehen kann, ist, dass, also wenn sich das denn ändert und wenn, ob einmal, also wenn, nicht ob einmal, aber wenn der in Hochdeutsch schreiben wird, dass das erstmal von den Fürsten gut geht. Also so die ersten Kanzleien, die das übernimmt, sind halt die Kanzleien von den Fürsten und nicht die Kanzleien von der Städte. Also die sind dann so achteran kommen. Und ich glaube so, die Idee, so ein Sprach, ein Sprach zu nehmen, der von den meisten Lü gar nicht schnackt wird, hätte ja erstmal auf jeden Fall so einen exklusiven Status und so ein, ist ja auf jeden Fall so ein Machtding, würde ich sagen. Ähm, genau. Womit wir denn auch so historisch langsam in das Gebet kommt, wo sich das denn alles ablöst und ändert hat, ne? Genau, also das ist so der Niedergang von der Hanse, da geht im Grunde schon, also die Reformation wäre im Grunde noch eine plattdeutsche Angelegenheit, in der Städte zumindest von Nord, so wie in Lübeck und Hamburg. Bremen ist die Reformation plattdeutsch, also so die Krankenordnung ist plattdeutsch, aber dann geht das im Grunde eigentlich schon Pet wie Pet geht das los. Lustiger wie es Domus schon die ersten gesagt hat, Plattdeutsch war kein gutes Ende nehmen, also so der Spruch war unbedeutender und das ist nun ja auch schon fair 500 Jahre her, so, ne? Also die ersten Prognosen kämen, da sind nicht mehr viel Achter, also so, das war wahrscheinlich verschwinden. Also insofern irgendwie eine schöne Beleuchtung davon, wo hoch der Spruch tatsächlich auch ist. Letzte Hansetag wäre 1669 und dann noch wäre dann 4 rum und schon vorher wäre das im Grunde eigentlich bloß noch so eine symbolische Handlung. Also so hat sich ein paar Städte drucken. Man hätte da Tradition gehabt. Und das ist jetzt genau das Ende von der Hanse und natürlich auch von der Stadtrepubliken bedauernswerter Wies, also so zumindest in dem Maß, in dem sie was viel zu melden haben. Also die Stadtrepubliken habe ich nie abgeholt, aber sie wurden eben immer mehr in ihr politischen Möglichkeiten beschneen und das ist im Grunde ähnlich im Beten so, wo wir jetzt nämlich auch einen Spruchwessel vornehmen. Ich nämlich von Platt noch hoch und du schnackst ja schon Plattdeutsch, also insofern passt das ja ähnlich ganz zusammen. Also jetzt kommt hier der Plattfunkspruchwessel. Genau, ich hab ja alle anfangen. Genau, du hast schon mal angefangen und ich schnack jetzt hoch. Genau, und jetzt habt ihr sozusagen den Sprachwessel voll trocken, über den ich nur noch beten was vertellen will. Ja, bitte. Genau, also als ich als echt habe, also wir habt ja erstmal hätten Mittelniederdeutsch ja Latin auflöst. Also das wäre ja sozusagen der erste, zumindest Schriefsprachenwessel in den Kanzleien. Also da wäre ja das nur so, dass einfach das meiste dann auf Mittelniederdeutsch verfahrt worden ist. Und nur in 16. und 17. Jahrhundert war das nur Sös von Hochdeutsche auflöst. Also wir habt ja über den Bedeutungsverlust von der Hanse schnackt. Und was auch noch dazu kommt, so als Rahmen ist auf jeden Fall, dass die süddeutschen Koplü und auch die niederländischen Koplü einfach wichtiger war. Und dass insgesamt so die Fürstentümer und die Staaten auch selbst mächtiger war gegen die Städte. Und wenn er sich die Kanzleien selbst ankickt, dann ist das so, dass nur, glaube ich, in Lorde 15. Jahrhundert, glaube ich, wenn ich das noch richtig weiß, war so das Reichskammergericht in Recht, also nur mit den ganzen Kanzleien ja auch mit so Rieksinstitutionen, als das Reichskammergericht eben ist, korrespondieren. Und das könnte schlecht ob Niederdeutsch machen, weil das Reichskammergericht eben in Süddeutschland sind. Und also du hast recht,
genau, also Reformation wäre ja noch so was, was auch ob Niederdütsch stattfunden, wobei sich Glöwig auch dort dazu andüht, dass eben die großen Diskussionen, also natürlich hab wie theologische Traktate ob Niederdütsch, aber so die großen Diskussionen über was nu Warnschall, Intrig und so eher ob Hochdeutsch stattfindet. Ähm, Ja, wobei, also ich glaube, der eigentliche, Entschuldigung, ja. der eigentliche Punkt dabei ist eigentlich ein anderer gewesen. Man hat im Grunde, also das stimmt, was du sagst, man hat aber im Grunde angefangen, die Bibel und auch Kirchenordnung, Mhm. aber eben auch die Bibel einfach aus dem Hochdeutschen zu übersetzen. Also das heißt, man hat keine Redewendungen mehr, die typisch für Plattdeutsch wären, ganz spezielle Worte genommen, sondern man hat sich relativ sklavisch an den hochdeutschen Satzbau gehalten und hat einfach stumpf auf Plattdeutsch übersetzt. So, als wenn ich jetzt irgendwie heute einen Hochdeutschen setze und würde aber keine Redewendung mehr auf Plattdeutsch einfügen. Ich würde keine ich hätte keine typischen Sprachbilder mehr, sondern ich würde einfach nur das, was da auf Hochdeutsch steht, auf Plattdeutsch übersetzen. Und das war im Grunde ein Sargnagel fürs Niederdeutsche dann. Mhm. Also man hat den eigenen Charakter der Sprache, der ist im Grunde auch bei den Übersetzungen schon verschwunden. Hm. Ja. Wobei sich das ja, also das wäre ja so ein Rebate, wo sich Niederdütsch auch einfach noch lang holen hätte. Also so, also wir habt ja so ein Aflob von zuerst stellt sich die Kanzleien von den Fürsten dann der städtischen Kanzleien, denn wenn die Kanzleien mit anderen norddeutschen Kanzleien korrespondiert, dann muckt ihr das auch zwar ob Hochdeutsch. War der Sprach von den Gerichtsverhandlungen auch Hochdeutsch und waren wie denn auch Privaturkunden, nicht mehr ob Niederdütsch, man ob Hochdeutsch. Aber so karg und so, das wäre auf jeden Fall noch so ein Rebate, wo sich das noch lang holen hätte. Also ich weiß gar nicht mehr wann. Ich habe tatsächlich mal mir das letzte theologische Buch, was in dieser Tradition steht, und Münster ist glöwig in 18. Jahrhundert Rut kommen. Also dann habt wie so ein Afbruch, aber das ist so, also das hätte sich noch relativ lang holen, dass eben auch so Gebetstexte, und auch druckte theologische Böker ob Niederdütsch finden kann. Ähm, genau, ich habe tatsächlich auch, damit wir auch nochmal so ein bisschen ein Vorstellen davon kriegt, Ja. wo sich das überhaupt anhört, mit Niederdütsch habe ich ein Text von 1480 mitbräucht, also ist ein Niederdütsche Übersetzen von das Johannesevangelium, also von den Anfang von das Johannesevangelium, das kennt ihr ja vielleicht so mit, am Anfang war das Wort und so. Nur mal nicht spoilern. Ne? Ja, aber also für die Erinnerung, damit ihr Lüweit, was nun kommt. Also Nick Löw, ich bin da glöwig auch mit ob welche wie es das schnackt wart, bin ich jetzt auch nicht so wirklich up to date. Ich würde nur so ein bisschen vorlesen, als so ein modernen plattdeutschen Text vielleicht, so ein bisschen, der aber, wo ihn auf jeden Fall hören kann, das ist ein bisschen was anders, aber ihn versteht liegt ganz gut. Also, das fängt an mit, in den Beginne was das Wort und das Wort was bigotte und de Gott was das Wort. Das Wort was in den Beginne bigotte. Alle Dinge sind over mit M gemarket und de Sunder M en ist nicht gemarket. Dat gemarket ist, was in M ein Leben. Und dat Leben, was ein Lecht der Menschen, und dat Lecht luchtet in de Düsternissen, und de Düsternissen ein habens nicht begräben. Und jetzt, genau. Das klang aber verdammt professionell. Hast du ein bisschen geübt? Ich habe ein bisschen, also ich habe das ein bisschen paar Mal lest, aber ich glaube, das ist nicht so die korrekte Ursprung. Also das war doch der, wie es eben auch anders schreiben. Also wenn hier Leben, also ich habe nur Leben sagt, das war aber Leuen schreiben. Und dann muss ich halt immer so ein bisschen überlegen, ob welche, wie es in das U schnackt zum Beispiel. Also ich habe das, glaube ich, auch so ein bisschen vielleicht vereinheitlicht. Aber, also ich glaube, ich hätte so ein Gefühl dafür, dass das
auch einfach gar nicht so weit weg ist und auch, ich find ich gar nicht so schwer zu verstehen ist. Also, ihn hat natürlich so, auch Wörter, die ihn einfach nicht mehr brugt oder die das nicht mehr gibt oder auch Fachvokabular. Aber grundsätzlich von ich immer Mittelnederdeutsch tatsächlich leichter zu verstehen als Mittelhochdeutsch. Ja, Äh, woran liegt das? genau. Weiß ich nicht. Also vielleicht will sich, Klare Antwort. Nee, aber sag mal. vielleicht hätte sich da einfach nicht so viel ändert. Also was hätte sich nicht viel ändert, stimmt ja auch nicht. Aber ähm, also ich fand immer also ich fand oft die Struktur klarer oder so. Also kann ich aber gar nicht sagen, woran das tatsächlich liegt. Ja. Ähm, Oh, okay. genau. Also ich glaube, das ist Wir nehmen es als Mysterium oder? ne, ich will sagen, da kann ihn sicher was zu finden. Ach Oder so. vielleicht kann ihn sicher auch selbst mal mittelniederdeutsche Texten ankicken. Ja. Und er gibt ja auch immer, also den Editionen, die so ein bisschen vereinheitlicht sind, also wo das dann auch ein bisschen einfacher ist, sich das anzukriegen. Ähm, genau, also so klingt das ungefähr. ähm, Cool. und ja, das geht ja noch wieder mit hier ein Mensch, was gesandt von Gott, wes Name was Johannes. Also genau, das versteht den auch einfach, was das hält. Ja. Also ist natürlich jetzt auch einfach ein einfaches Beispiel, wie die Sätze sind kurz, die Struktur ist nicht so schwer, also aber liegt. Ähm, Kevs und Betten wird über Schriftsprochenwessel vertellt. Ähm, ja, in 17. Jahrhundert und in 18. Jahrhundert fängt denn sowas an, was wie nun nie Niederdütsch, also früh nie Niederdütsch nimmt. Und dort gibt es nicht mehr diese relativ einheitliche Schriftsprache. Und von dort an gibt es mehr, kann ihn mehr so typische Dialektmerkmale auch in den Texten finden. Also das hält nicht, dass das vorher diese Dialektmerkmale nicht gegeben hätte, aber von dort an kann ihn die auch einfach in den Texten süß finden. Also Und ist das natürlich, fällt so ein bisschen ab dann von der Standard, von dem angestrebten Standard. genau, also so, ja, wo ist das in Ostfälisch ist ja, glaube ich, so, dass, ähm, was ist so nochmal das Beispiel? Also Mac ist, glaube ich, für mich, also für mich ist, glaube ich, Mac Mick und ist Dick. immer so relativ typisch und das finde ich, glaube ich, in Düsseldorf das erste Mal in Texten Ah, zum Beispiel. okay. Also, dass ich da wirklich sehen kann, okay, das gibt so ein bisschen, ich kann nur auch so dialektale Merkmale mehr in Texten süß finden. Ähm, genau, entweder aber einfach nicht, was ihr dort tatsächlich nie obdükert sind oder was das einfach daran liegt, dass die Standardsprach einfach nicht mehr, oder was hält die Standardsprach, aber die relativ ähnliche Schriftsprach nicht mehr so eine Kraft hat. Ja. Und dann habt ihr auch einfach andere Texten. Also wir habt ja das so, diese ganzen, also dann habt ihr eher so, ja, das was in den Lauter auch hat. Also so Hochzeitsgedichte, auch so ein bisschen, also Theaterstücken und da ist dann aber oft halt so, naja, witzige Theaterstücke und die pladütsche Bua, die den obdükert. Also ihn hat dann auch mehr so Texte in 16. 17. Jahrhundert, die den auch lauter nochmal, also die das auch lauter noch gibt. Also so, und eben nicht mehr so viel, also weiß ich nicht, keine Weltchroniken mehr, keine Kronenpladütschen, also das gäbe ja vorher auch pladütsche Übersetten von so hochdeutsche oder latinische Romane zum Beispiel. Also das hätte ihn dann auch nicht mehr. Ja. Oder genau, also eher so Schwanksocken, so ein bisschen lustige Socken. Das ist so die Literatur, die das dann Also auf der erstmal gibt. tragischen Linie sind wir sozusagen ja dann ewig hängen geblieben, ne? Das Genau, kann man sagen. Also so, das kann ihn sagen. Also so, so, das finde ich auf jeden Fall in der frühen Niedheit, hm. finde ich das die Verbindung von Pladütsch und eine spezifische Form von Humor. Okay. Also das Elend fängt früh an. Genau. Und ja. Ja. Okay. Ja, ich glaube, wir sind klüger geworden. Ja, ich hoffe doch. Also Ja, ich glaube auch.
Glaube ich auf jeden Fall ja, einen ganz guten Cotton-Überblick geben. Mhm. Also Ähm, schon ein Turbo-Rundflug über Sprachentwicklung und ich meine, das Ganze hat ja ein paar hundert Jahre gedauert, aber trotzdem finde mhm. ich, glaube, die entscheidenden Sachen haben wir da drin und heutzutage muss es ja schnell gehen und wir haben uns nach Kräften bemüht. Ne? Ja, hast du einen Literaturtipp oder so? Ja, habe ich. Also wenn man es genau wissen will, ist das für Willi Sander, da kommt Sanders, da kommt man nicht dran vorbei. Äh, von Kiel nach Bern, glaube ich, da hat er dann später, ist ein Germanist, da hat er dann unterrichtet, da war dann allerdings so die Leidenschaft fürs Plattdeutsche nicht mehr so heiß. In Kiel schrob er noch ein Buch, und zwar Sachsensprache, Hansesprache, Plattdeutsch. Und also wenn man es wirklich genauer wissen will, und da möchte man so ein Inhaltskonzentrat, also wie gesagt, so ein Rundflug über 1500 Jahre, dann kann man sich den Sander hier besorgen. Irgendwie der ist auch gut abgehangen aus den, ich glaube 81 oder sowas ist das, aber tatsächlich immer noch ziemlich gültig mit einer sehr kompakten, informativen, umfassenden Überblick. Mhm. Willi Sanders, Sachsensprache, Hansesprache, Plattdeutsch. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wahrscheinlich antiquarisch heutzutage. Ich müsste mal Ja, gucken. wahrscheinlich. Ja? Aber genau. Ja, Und also du? Cliff, ja, nee, also das ist auch, glaube ich, so das Buch, was einen einfach gut lesen kann in diesem Zusammenhang. Also im Moment wart an ein niet Lehrbuch Arbeit über, also auch für Leute, die das studiert, über Mittelniederdeutsch, das ist aber noch nicht fertig. Also von daher Okay. kann ihn das noch nicht so empfehlen, aber Open abholen, ich glaube, das, ja, das schall auf jeden Fall spätestens wann bald auch mal fertig war, wen. Ja, wunderbar. Genau, und damit würde ich sagen, ähm, vielen Dank für Zuhören. Ja, und jetzt aber. Jetzt habe ich natürlich noch ein ganz wichtige Sorge, die nicht Mittelniederdeutsch ist. Man nie Niederdeutsch. Ja, ich finde es ist bewundernswert, wie du immer wieder die Kurve kriegst. Ja, natürlich. Ja, ich habe den Text nicht vorliegen. Ich hoffe, ich kann ihn auswendig. Ja. Ähm, okay, also starten wir. Hoch Hoch oder platt, platt, durch durch oder oder natt, natt, Bär Bär oder oder Wien, Wien, groff groff oder oder viel, fien, aber aber echt echt muddert muttert sie. sien. Tschüss. Tschüss.